Guten Morgen miteinander. Ich darf heute hier predigen. Ich bin hier der Gastprediger. Und ich habe gerade so ein bisschen 2 schwierige Wochen hinter mir. Nicht wegen der Predigt. Die Predigt vorbereitet euch gerne, aber ich habe Geburtstag gehabt. Ja, nein. Ich sage schwierige Woche. Weil Gottes Güte rennt hinter uns her, das glaube ich von Herzen, aber sie verhindert doch nicht, dass man älter und älter wird. Und ja, ich bin jetzt 50 geworden. Ja, Mann, genau. Aber was das mit der Predigtserie zu tun hat, erkläre ich euch ein bisschen später in der Predigt. Oder? Aber einfach so, ich bin so noch nicht ganz auf dem Hoch, habe es noch nicht so überwunden. Genau. Und wir sind ja mitten in dieser Serie Identität. Vielleicht klingelt es bei einen schon, Identität, 50, gut. Aber wir sind in dieser Serie Identität und ich finde es eine Sensation, dass wir eben schauen, was wir nicht sind. Oder wenn du jemanden fragst, ja, willst du das oder das oder das oder das? Oder dann sagen die Leute, ja, ich weiß nicht. Oder? Dann fragst du an, willst du das nicht? Ah ja, Erdbeere will ich sicher nicht, oder? Das ist schon mal klar. Und das finde ich an dieser Serie so gut, oder? Man weiss vielleicht nicht genau, was für eine Identität man wirklich will, aber man weiss genau, was man nicht will. Und auf das gehen wir ein bisschen hin. Und das finde ich eben eine richtig coole Sache, dass wir so in dem innen drin sind. Und es gibt ja wie so eine menschliche Sicht über Identität, wenn sie sich entwickelt im Hirn und mit was, wie, wo. Und es gibt immer auch die göttliche Sicht. Und ich habe jetzt das ist jetzt die 3. Predigt von dieser Serie. Und es wäre wirklich super cool, wenn ihr die anderen Serien nachhören und die anderen Predigten, die sind herausfordernd und richtig gut. Eine vom Joni, eine vom Simon. Ganz eine coole Sache. Und es ist mir so ein bisschen vorgekommen, ich habe das hier ein bisschen aufzeigen. Es gibt auf die eine Seite gibt's immer so das menschliche eben Erforschte, oder? Da würde ich da ein M machen. Dann da auch M, das sind die 2 Sachen, die so ein bisschen menschlich sind, oder? Und in der Mitte haben wir die göttliche Sicht, oder? Und dem gehen wir heute ein Stück weit nach. Das sind so wie die Trennlinien, die haben nichts da. So, genau. Oder das haben wir wie in dem Sinn, dass wir da reinschauen, was ist denn das Göttliche, was über unserer Identität steht. Und nicht nur das, was wir so ein bisschen kennen aus Wissenschaft und Philosophie und wie auch immer, wo wir das letzte Mal und die letzten 2 Mal auch angeschaut haben. Und auch das Mal schauen wir das natürlich an. Oder? Und heute ist das Thema, ich bin nicht, liebe Leute, lasst euch den Satz, ich bin nicht das, was andere über mich sagen. Das ist das Thema für heute Morgen. Und wenn du 50 wirst, dann hörst du einen Satz wirklich, jetzt nimmt es langsam wieder ein bisschen ab, oder? Aber du alter Sack, ist ein Satz, den ich in meinem Team gehört habe, von unseren Teilnehmern, von Leuten aus der Kirche sogar, stellt euch das vor, oder? Ha, Alter, jetzt gehörst du zum Alteisen und so. Du bist mir erst ab 60 alt. Ja, genau. Du hast den Witz verstanden. So gut. Mein Chef ist eben 60 geworden. Der ist alt, weißt du? Genau. Also, wir haben es jetzt schon voll drin, oder? Man ist ja nicht das, was andere über mich sagen. Also bin ich kein alter Sack, weil ich bin nicht das, was andere über mich sagen, oder? Es muss jetzt schon sagen, in der Woche vor meinem Geburtstag hatte ich noch einen Hexenschuss gehabt. Und bin dann so gelaufen, oder? Und noch im Bett gelegen und ganz schwierig. Und jetzt spüre ich es auch noch. Vielleicht hat das ein bisschen etwas dazu beigetragen, dass ich die Sprüche da gehört habe. Aber ich denke trotzdem, was die Leute über mich sagen, auch gerade alterstechnisch, das hat nichts mit meiner Identität zu tun. Meine Identität kommt von woanders. Und gleich. Wir bilden ja unsere Identität ja nicht in einem luftleeren Raum. Irgendwo auf dem Mond und dann warten wir, was passiert mit meiner Identität, wenn er groß. Nein, wir haben Leute um uns herum. Und irgendwie hat es doch das zu tun, was die über mich sagen. Du bist ein braver, feiner, so gut gemacht. Nein, das macht man gar nicht. Du bist ein Böser gewesen. Hat ja jeder von uns schon gehört, irgendwie von den Eltern oder sonst. Also es ist wieder auch so ein Hin und Her zwischen dem,
Ich bin nicht das, was andere sagen. Und ich bin eben trotzdem, hilft mir das, was mein Umfeld mit mir sagt oder so. Oder? Und dort liegt eigentlich wieder das Hin und Her, oder? Wo man so das Pendel, wo ja manchmal so schwingt. Und ich habe es da als unterstes einmal genommen, oder? Die Leute sagen, wer ich bin. Und auf der anderen Seite, ich brauche gar keine Beurteilung. Ich weiß schon, was richtig ist. Mann, hebt deine Klappe. Das ist so die andere Seite, oder? Jetzt, die Leute sagen, wer ich bin, und das hat etwas. Das hat etwas. Du kannst dich manchmal gar nicht so fest von dem lösen, was andere über dich sagen, und gleich ist es nicht deine ganze Identität. Es hilft dir, zum Linie finden vielleicht, was gut und schlecht ist, aber es ist nicht deine ganze Identität, weil dann wäre es Menschenfurcht und man nur fürchtet, oh, was haben sie gesagt? Ui, nein, wenn die jetzt mich nicht gut finden auf dieser Bühne, dann rufe ich am Joni an und sage, du, was soll ich sagen, damit mich die Gemeinde cool findet, oder? Das wäre das, wo man ganz enge wäre, oder? Und das ist eben das Tragische, jetzt liebe Eltern, die meisten von uns sind Eltern, und wenn du von Kind auf die erste Predigt ist das gewesen, du bist deine Leistung. Wenn du als Eltern nach dieser Identität lebst und deinem Sohnemann sagst, hey, nur Leistung zählt und nur das und da du bist, was du leistest, oder? Führt uns zu tragischen Situationen. Und eine davon möchte ich euch vorlesen. Ihr kennt sicher alle CNN, so ein bisschen mal gehört und so. Und der Gründer vom CNN, das ist der Ted Turner. Und der ist im Jahr 1991 Mann des Jahres geworden, vom Time Magazine, vorne drauf und alles. Und dann kommt er und wird eingeladen, und sind mindestens doppelt, dreimal so viele Leute dort. Und dann kommt er auf die Bühne und er heult. Er kommt auf die Bühne, er hat eine Rede und irgendwann verschlägt ihm die Stimme. Und davor bricht ihn Tränen aus und sagt nur eins: Vater, ist es jetzt genug? Ist es jetzt genug? Ist es genug? Ich bin jetzt im Jahr 1991 der erfolgreichste Mann. Genüge ich jetzt? Und sein Vater ist tragischerweise schon lange gestorben. Versteht ihr? Liebe Eltern, ich will euch nicht reinreden, ich bin selber nicht Papi oder Mami, darum ja, ist alles veränderbar, oder? Also jetzt tönt nicht so. Ah nein, das ist, ich bin so, da ist alles veränderbar. Ich kann sein, wer ich will. Also, gebt euch Mühe, nicht nur die Leistung rauszukriegen, nicht nur das, was drin hineinkommt von dem Kind, weil die Identität ist so nahe, das Pendel schlägt einmal so hin und her. Und so zu wissen, hey, der ist also, ich habe jetzt ausgerechnet, er hat 53 Jahre, vielleicht nicht ganz 53, aber mit 53 ist er Mann des Jahres geworden. Und so lange ist er dem einen Ding nachgerannt, am Papi zu gefallen, genug Leistung zu bringen, genug zu bieten, genug zu liefern, genug Medaillen, genug, ich weiß doch nicht, im Sport und Zeug und Sachen. Das ist tragisch, wenn das dann die Identität so weitergibt wird und deine Identität ist. Und das ist die eine Seite, die es hinschlägt, oder? Und die andere Seite habe ich unten, oder ich brauche überhaupt keine Beurteilung. Ich weiß schon, was gut ist. Wie ist jetzt das gegangen? Jeder tut, was er will, weil er steht dazu, was er tut, oder irgend so, oder? Ich meine, weißt du, das ist genau dort hinten, oder? Die Polizei sind alles böse, weil die schränken mich ja ein. Das Gesetz brauche ich nicht, oder? Und dann sehen wir, wie das Pendel, ich hätte jetzt da noch ein Pendel herzeichnen, könnte ich ja noch, oder? So. Oder, wo das immer so ein bisschen hin und her schlägt zwischen diesen Sachen. Und gell, wir sind ja frei, wir können ein bisschen auswählen oder wir werden geprägt, was unsere Identität ist und versuchen in dem hinein irgendwo zu leben. Und gerade da kommt mir das Pendel in den Sinn. Oder? Das ist auf der einen Seite die Leistung und auf der anderen Seite, nein, ich muss einfach sein. Ich sitze jetzt unter dem Baum. Und ich verschränke meine Arme und ich muss gar nichts leisten. Oder eben da, ich bin einfach so und niemand redet mir rein. Und das ist gerade ein bisschen die gleiche Richtung. Und da ist das, was der Joni das letzte Mal so gut rausgehoben hat. Oder ich kann alles mich verändern. Das mache ich manchmal auch, wenn es keinen Parkplatz mehr hat, fühle ich mich plötzlich als Frau und nehme dann den vorderen Frauenparkplatz. Dann kann man ja sagen, hört mal die Predigt vom Herrn Schneider. Jawohl. Alles ist veränderbar, ich kann mich fühlen, wenn ich will.
Oder wir spüren das Pendel, oder? Und wir sind alle irgendwo in dem hinein, dass wir unsere Identität probieren auszurichten, da oder dort, und manchmal ist es gut. Bei der ersten Predigt genau die Leistung oder sie, bei der zweiten Predigt, ich bin, wenn ich bin, du musst damit umgehen. Oder es ist alles veränderbar. Ah, genau, ja. Und jetzt, der Punkt ist doch gar nicht das, was da links und rechts steht. Wir sind in der Kirche. Der Punkt ist, was Gott über uns sagt. Zu unserer Identität. Zu seinen Menschen, die ihm nachfolgen wollen. Und ich habe es jetzt in der Mitte genommen. Es ist irgendwie nicht immer die Mitte, oder? Und gleich, die Mitte ist auch nicht die einfachste Seite. Und so, dann hänge ich einfach in die Mitte. Sondern es ist die göttliche Sicht, oder? Und in der ersten Predigt ist das so gut rausgekommen, dass wir beschenkte Kinder sind. Das ist nicht die Leistung, es ist nicht nur sie, sondern Gott hat eigentlich alles gemacht für uns. Klar, wir sind uns ja alle einig, oder? Also du musst dir gewisse Sachen im Leben musst du dir erarbeiten. Du musst einfach Leistung bringen, oder? Gewisse Noten müssen haben. So funktionieren wir. Aber tief in dein Herz darf heute Morgen oder ist schon reinfallen, dass Gottes Liebe, Gottes Annahme, Gottes Gnade, das musst du dir nicht verdienen. Das ist über dir, wenn du an ihn glaubst und ihm nachfolgst. Das ist so ein zentraler Punkt, wo unsere Identität hineinkommt. Oder ich bin ein Jünger Gottes oder ich bin ein beschenktes Kind sein. Oder das ist das, was ich darf sein. Einfach auch tief in mir hinein. Ich kann sagen, ja, stimmt, ich muss gewisse Sachen bringen in der Predigt, ich muss mich ja vorbereiten und so weiter. Das ist eine gewisse Leistung, aber meine Identität hängt nicht von dieser Predigt ab. Und zum Glück machen wir hinten nicht Likes und Dislikes, oder? Wo ich dann, sondern ich weiß, meine Identität ist tief verwurzelt als Gottes Kind. Und ich bin beschenkt. Bei Gott muss ich mir das nicht irgendwie erarbeiten, sondern er hat es tun. Und er, seine Liebe, seine Gnade sind geschenkt. Und in der zweiten Predigt ist das ja auch so darum gegangen, und da gibt es da den mittleren Teil, oder? Ich kann sein, wer ich bin, oder ich bin halt so, gell? Muss halt jetzt schauen. Und dann kommt die Identität von Gott, weil ich sein Kind bin oder in dem Kind sein bin, weil ich beschenkt bin, werde ich von ihm auch Schritt für Schritt verändert. Es ist eine Veränderung möglich. Ich meine, die einzige Konstante auf dieser Welt ist die Veränderung. Also sind wir doch nicht so, ich sage jetzt so blind, oder? Und sagen, ich bin einfach so. Nein, es gibt Veränderung. Und man darf sich verändern. Und von Gott verändert zu werden, um Licht und Zeuge zu sein auf dieser Welt, das ist das, was er mit uns hinschafft. Und das ist wunderbar und das freut mich so, dass wir da in der zweiten Predigt so das haben können, reinschauen. Hey, wir sind begnadete Kinder Gottes, werden von ihm verändert, damit wir Licht sein können. Dass wir anderen Menschen auch sagen können, hey, für dich und für dich und für dich gibt es das auch. Ist es möglich, dass du auch kannst, aus dem Krampf rauskommen, von der Leistung oder von dem Coolness oder von dem Sturen, kannst wegkommen und sagen, hey, es gibt mehr als das. Und heute schauen wir miteinander den letzten Teil an. Oder? Das eine ist, die Leute sagen, wer ich bin. Und das andere ist, ich weiß schon. Und die Bibel ist da auch wieder in der Mitte. Und es gibt so einen Spruch, der das sehr gut, das Sprüche 29, 25. Wer das Urteil der Menschen fürchtet, gerät in ihre Abhängigkeit. Mann, das ist tiefste Wort. Wenn du anfängst, Menschen fürchten, dann machst du, was sie wollen. Und du gerätst in die Abhängigkeit. Du machst Versprechen, die du nie einhalten kannst. Und dann der zweite Teil, wer dem Herrn vertraut, ist gelassen und sicher. Deine Identität ist geerdet in Gott. Und das ist auch eine tiefe Wahrheit. Bei ihm sind wir gelassen und sicher und aussen tobt es. Wer sein Haus auf Felsen baut und so, bau doch dein Haus, geht alles in die Richtung, oder? Auch in die Identität hinein. Er zeigt, dass auf Menschen sich zu verlassen, eine trügerische Sache. Auf Gott zu verlassen, gibt ein Fundament für deine Identität in Gott. Ja, was denkt denn Gott so über dich?
Das wäre jetzt noch gut zu wissen. He? Ich meine, ein paar Sachen habe ich jetzt schon, die zwei da, oder? Ich hätte jetzt keine Bibelstellen dazu, das ist mehr so eine Zusammenfassung aus verschiedenen Bibelstellen. Und das wäre doch gut, wenn man dann wüsste, ja, was Gott über einen denkt. Dass man sich mit ihm umgibt vielleicht, mit seinen Gedanken und so. Darum sitzen da vielleicht auch da, oder? Das ist so ein bisschen, genau, ich höre zu, ich will das ein bisschen spüren, was ist denn Gott, der über mich denkt, oder was denkt er zum Leben und, oder? Und das ist so ein gutes Sprichwort vom Goethe, der hat das gesagt, sag mir, mit wem du umgehst, so sage ich dir, wer du bist. Wer deine Freunde sind, bestimmt, wer du bist. Da hat der Goethe schon herausgefunden, 1749 hat er gelebt, oder von dort weg bis 1832. Das ist doch gewaltig, auch das, eine tiefe Wahrheit. Hey, such dir deine Kollegen gut aus. Nicht jeder, der dich anlächelt und ein bisschen, ist ein guter Kollege. Ich kann auch sagen, schau, wenn du mit denen verkehrst, dann prägen die dein Leben, deine Identität, die haben Einfluss auf dich. Und dann komme ich natürlich auf einen ganz wichtigen Punkt. Wie wäre es, wenn wir uns mit Gott umgehen würden? Wenn wir mit Gott zusammen sein würden? Und ich 100 Stutz wette ich mit euch. He? Wenn ein Mann oder eine Frau 2 Stunden am Tag mit Gott unterwegs wäre und über seine Identität, vielleicht ein Tag Identität oder irgend so darüber nachstudiert, der würde verändert werden. Der wäre nach einem Monat nicht mehr der gleiche und käme von mir sogar 100 Stutz über, weil er es gemacht hat. Oder? Dann habe ich gedacht, ja, wie schwer ist denn das? 2 Stunden am Tag, oder? Hey, das ist gar nicht so schwierig. Ich brauche einfach die Bibel wie das Handy. Ganz einfach. Die Bibel wie das Handy. Ja? Also, ich schläfle. Oh, ich verwache. Handy. Oder? Dann bin ich schon am Handy, oder? Dann gehe ich essen, ich schaue ja noch, was News ist, oder? Jetzt schaue ich halt nicht News, sondern ich lese vielleicht einen Psalm. Gehe ich ins Küche, im Küche bin ich am Müsli machen, die Milch, oh, Milch drüber, scheiße, zu viel gelesen. Gut, wieder putzen alles, oder? Dann nehme ich das Müsli, sitze auf den Stuhl und dann so. Oder? Wer isst alles so zum Morgen? Nein, ich frage nicht, aber es gibt sicher, also ich mache das, also nicht mit der Bibel, sondern mit dem Handy, oder? Und dann das Gute ist ja beim Autofahren, oder? Das Handy ist verboten, die Bibel nicht. Versteht ihr? Wenn wir nur würden, das bisschen mehr Bibel brauchen wie ein Handy, wenn wir das, wissen ihr wieso, dass wir das nicht brauchen, dass wir dann in den Sinn kommen? Eben, wir sagen mir, und ich will da nicht euch einen Vorwurf machen, aber ich rede gut zu mir, da könnt ihr es besser annehmen, oder? Weil ich vielleicht oft gar nicht weiss, was wo steht. Oder ich habe vielleicht das Interesse über Politik. Was steht denn in der Bibel über Politik und wo? Ja, ich könnte jetzt gerade nicht sagen, vielleicht mal da, mal dort, oder? Wenn man dann eben mit der Zeit die Bibel besser kennt, dann weiss ich, wo schauen, wenn ich einen Rat brauche. Über die Familie, über Erziehung, über Umgang mit meiner Frau, mit meinem Mann, oder? Dann weiss ich, dort muss ich da schauen und da und so. Und das kommt dann mit der Zeit und dann wird es spannend, interessant. Okay, Sportresultat hat es jetzt da nicht drin. Genau. Ihr wisst, was ich meine, oder? Die sich umgehen mit diesen Gedanken von Gott, das ist das, was einem dann auch in der Identität verändert. Und so kommen wir eben in die Nähe von Gott. Und wer sich auf Menschen verlässt und denkt, oh, meine Leistung zählt, oh, die Meinung zählt, oh, dieses zählt, der kommt ein Stück weit weg von Gott. Näher hin zu der Leistung, näher hin zu Menschen. Und vielleicht ist uns das in Europa ein bisschen passiert. Und Gott urteilt in dem Sinne auch ganz anders. Wenn er sagt, was ist gut, was ist schlecht und so. Er tut nicht über unseren Leistungsausweis beurteilen. Er tut uns auch nicht über unsere körperlichen Eigenschaften beurteilen. Und er geht nicht zuerst alle Schweizer abfragen, was haltet ihr von Elias? Oder sagen wir alle GV-Zähler oder mein Chefchef. Ja, der ist 60, der fragt er nicht mehr. Aber also, oder? Versteht ihr, das macht er nicht. Er schaut auf ganz andere Sachen. Und das finden wir raus in der Bibel. Er schaut auf ganz andere Sachen. Und da haben wir es zum Beispiel im 1. Samuel, darum weiß ich das, dort habe ich gewusst, wo nachschauen, oder? Doch der Herr sagte zu ihm, lass dich nicht von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht,
Denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist es wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen aufs Herz. Also deine Identität ist etwas Inwendiges, das dich einbildet. Und wenn Gott dort drauf schaut, dann urteilt er anders. Und er urteilt nicht nach deiner Leistung, weil er weiß ja, in welcher Familie dass du groß geworden bist. Er weiß mit deiner Defizit. Er kennt die genaue Zahl von deinem IQ. Ich habe jetzt so einen Test gemacht, weiß es jetzt auch. Und alles das, oder? Das kennt er und er urteilt mit dem Ganzen zusammen. Und wir haben immer das Gefühl, nur die Leistung ist meine Identität. Oder nein, ich muss es verändern. Oder die Leute muss ich anschauen. Nein, wir schauen doch auf Gott. Er darf urteilen über uns. Ich bin sein Geschöpf, dann darf er das auch. Aber er kennt mich auch durch und durch. Er kennt um deine Defizite und alles. Oder meint ihr wirklich, Gott beurteilt mich nach meinem Alter? Ja, wohl nicht. Das würde er doch nie machen. Er weiß doch, dass wir alle älter werden. Und er weiß, dass wir alle eine Familie haben, die uns prägt haben. Er weiß, wie viel da oben verdrahtet ist und wie viel nicht. Und er kann das alles mit einbeziehen. Und das ist das Sensationelle. Er kommt dort hin und sagt, weißt du was, ich kann ein gutes Urteil haben, nicht die Menschen. Lass dich nicht ein auf Menschen. Lass dich auf mich ein. Ich kenne dich durch und durch, ich kenne dein Herz. Komm zu mir, ich kann dir beurteilen, ich kann dir Identität und neues Leben geben. Und er sagt nämlich, weißt du, ich kenne dich so gut, ich habe dich im Mutterleib schon gemacht. Im Mutterleib. Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Psalm 139. Eine Sensation, das zu lesen. Einfach wieder zu merken, hey, auch meine körperlich kann ich mich annehmen, wenn ich bin. Mit all diesen Defiziten. Aber trotzdem kann ich mich annehmen und ich kann sagen, hey, Gott macht Sachen gut und hat mich gut gemacht. Und das ist wie so ein erster Schritt von dem beschenkten Kind sein, wo man kann sagen, wow, ich bin geschaffen, Gott hat mich gemacht, ich bin beschenkt durch seine Gnade. Ich habe das bekommen, was ich jetzt da, ja, ich meine, was ich daraus gemacht habe, oder? Das ist ja wie beides. Und das ist wie so ein Anfang. Gott ist gut und er macht Sachen gut. Und da gibt es verschiedene Schritte, wo man dann eben auch kann seine Gnadengeschenke annehmen oder eben dann langsam in das Veränderte hineinkommen. Und zwar der Glaube, dass er dich gemacht hat und etwas Gutes gemacht hat. Dann das Zweite ist der Glaube, dass er dich frei gemacht hat vom Bösen. Das ist ein Teil von unserer Identität, dass er dich erlöst und gerettet hat. Für die, die ihm nachfolgen wollen, für die, die glauben, dass Jesus Christus auf die Erde gekommen ist. Und das Dritte ist der Glaube, dass wir von seinem Geist erfüllt sind. Pfingsten. Das kann tief, tief, tief in unsere Identität hineinkommen. Und das sind so 3 Schritte. Du bist kunstvoll gemacht. Aber nicht nur außen, sondern eben auch innen. Durch den Glauben an unseren dreieinigen Gott. Und das stärkt. Und wenn wir das glauben, werden wir innen umgestaltet. Dann wird unsere Identität umgestaltet in all diese 3 Sachen. Denn wir sind sein Werk, Geschöpf, kunstvolle Schöpfung, geschaffen in Christus Jesus zum guten Werken, die Gott zuvor vorbereitet hat. Dass wir darin wandeln sollen. Also seht ihr mal, wie easy das irgendwie ist. Er hat uns gemacht, aber er hat auch schon unsere guten Werke, wo wir drin laufen, vorbereitet. Die Leistung hat nicht so einen grossen Stellenwert. Also geben wir ihm auch keinen grossen Stellenwert. Die Menschen haben nicht so einen grossen Stellenwert, ihre Meinung, weil seine Meinung zählt in unserem Leben hinein. Und so wird Schritt für Schritt deine Identität neu. Viele Menschen können das vielleicht nicht sehen von außen mit dem Auge, weißt du, so. Aber sie können es vielleicht spüren, dass du trotz schwerer Zeiten kannst ein leichtes Leben führen, weil deine Identität klar ist. Dass du dich kannst annehmen, so wie du bist, als wunderbare Schöpfung. Vielleicht ein bisschen zu gross, vielleicht ein bisschen zu klein, vielleicht ein bisschen zu breit, vielleicht ein bisschen. Aber du kannst dich annehmen und an dem merken andere Menschen, hey, wow, da ist etwas drin, der ist frei. Eine Identität, die frei sein kann. Und sie können doch Licht tragen. Oder Leichtigkeit leben, obwohl es schwierig ist im Leben.
Und sie sehen vielleicht, dass du Licht und Glauben versprühst, obwohl es schwierig ist. Nicht nur, wenn es schwierig ist, sondern obwohl es schwierig ist. Oder nicht nur, wenn es gut ist, so meine ich, sondern auch dann, wenn es schwierig ist. Dass sie merken, hey, da ist jemand da, der eine Leidenschaft hat für diesen Gott. Und wenn du jetzt da drin sitzt und du glaubst, dass Gott dich geschaffen hat, schon im Mutterleib, und wenn du da sitzt und du glaubst, dass Jesus Christus auf die Erde gekommen ist und durch seine Predigten uns gelehrt hat und durch seinen Tod und durch seine Auferstehung dich frei gemacht hat vom Bösen. Und wenn du glaubst, dass Pfingsten echt ist und dass, wenn du den Glauben annimmst, dass der Heilige Geist dich erfüllt, dann ist das deine neue Identität. Kunstvolle Schöpfung, außen und innen, geliebt, gewollt und versorgt. Du bist kunstvoll. Ein Meisterwerk. Du bist gewollt, versorgt, geliebt, angenommen, in seinem Reich, vom Heiligen Geist erfüllt, getröstet und geleitet. Das ist das, wenn ihr die 2 Stunden verbringt, was ihr über eure Identität herausfinden könnt. Und lasst euch bloß nichts anderes erzählen. Lasst euch nichts anderes erzählen. Und jetzt habe ich natürlich am Schluss der Predigt 4 Punkte. Da die berühmte Folie fürs Hirn, fürs Herz, für die Hand. Jetzt nimmt es mich wunder, oder überleg dir im Hirn, was denkst denn du über deine Identität, wo Gott dir gibt? Das ist mir da gleich. Aber der Letzte, macht das immer wieder. Sprecht eurem Herz zu, was Gott über euch denkt, am Morgen früh. Und ich habe für mich so ein Gebet aufgeschrieben und das möchten wir jetzt miteinander beten. Ihr dürft aufstehen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir zu deinem Reich gehören, dass wir angenommen sind dort in diesem Reich, geliebt sind und versorgt sind in deinem Reich. Danke, Vater, hast du deinen Sohn gesendet auf die Erde. Und ich danke dir, Jesus, dass du auf die Erde gekommen bist, freiwillig alles abgeleitet hast. Ich danke dir, dass du da gelebt hast, uns gelehrt hast. Ich danke dir, dass du gestorben bist und du verstanden bist zur Vergebung der Sünden von mir. Und ich danke dir, Jesus Christus, dass du deinen Heiligen Geist geschickt hast. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du in mir wohnst. Und dass du mich führst und dass du mich leitest. Und dass du mich tröstest in tiefster Not. Amen. Und das ist unsere Identität, das ist die Mitte. Und jetzt kannst du wählen. Unter welchem Blick willst du leben? Hä? Willst du unter dem Blick da leben? Oder willst du unter dem Blick da leben? Du kannst wählen. Ich habe mich entschieden. Ich lebe unter einem Blick von Gott. Ich stehe da hin. Und das macht glücklich.